Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren Ich beantworte eure Kommentare Video. Ja Leute, diesmal eure Kommentare zur Spielanalyse gegen den SC Freiburg. Und damit gehen wir mal rein. Patrice Baumel. Große Steigerung im Vergleich zu den letzten Wochen. Bessere Einbindung von Kane. Besseres Flügelspiel, flüssiges Angriffsspiel und sogar richtig gut rausgespielt. Spielzüge weiter so. Ja, die erste halbe Stunde, die ersten 25 Minuten, halbe Stunde bin ich bei dir. Danach war es ja jetzt nicht mehr offensiv. Talkie Bayern. Ich finde auch, solch ein Spiel muss mal positiv bewertet werden. Betrachtet man die letzten Wochen und das, was für die Spieler ansteht. Da kann man mal ein Spiel daheim so spielen, am Ende des Tages mit 3 Toren gewonnen und das sehr souverän. Die Punkte geholt und das zählt. An die Leistungsfähigkeit muss man anknüpfen, wenn die Länderspiele vorbei sind. Mainz, Darmstadt bis zum Spitzenspiel in Dortmund darf man keine Punkte liegen lassen. Ja, bei dem letzten Satz bin ich bei dir, dass man so ein Spiel mal positiv bewerten sollte. Ja, bin ich eigentlich auch bei dir. Habe ich ja auch getan. Ja, es ist nicht unbedingt das Schönste, sich anzugucken, aber wenn man 3:0 gegen Gegner gewinnt, der eigentlich, ja, eigentlich im oberen Drittel ist, wenn auch dies Jahr vielleicht ein bisschen anders und viele Verletzte und so weiter. Muss man ein bisschen differenziert betrachten, aber ja, am Ende denke ich, kann man das Spiel so nach Hause spielen. 1:0 haben wir zu verdanken, dass die Qualität unserer Flanken so unterirdisch ist. Naja, immerhin hat er mal versucht zu flanken. Sonst wäre das Tor ja gar nicht entstanden. Das Spiel ja nicht sehen können. Also erstmal Marco Günther war das, ne? Talkie Bayern hatte ich gesagt. Kazan Offi. Hab das Spiel leider nicht sehen können, aber daher möchte ich mich an dieser Stelle einfach mal bedanken, dass du diese Videos machst. Deine Reaction-Videos auf unsere Kommentare finde ich echt klasse. Sehr unterhaltsam und angenehm kritisch aus den Augen eines alten Bayern-Fans. Nein, alt. Schmunzeln musste ich bei der PK, als Tuchel erwähnte, dass Coman ein anderer Spielertyp sei wie Sané. Er arbeitet sehr viel für die Mannschaft. Ja. Was soll man dazu jetzt sagen, ne? Wobei Leroy ja auch mal mit nach hinten arbeitet, ne? Kann man ihm jetzt auch nicht so vorwerfen, wie ich finde. Das ist auf jeden Fall schon ein Stück weiter, wie es ein Serge macht zum Beispiel. Ansonsten fand ich seine Reaktion bezüglich des Fanbanners äußerst schwach, aber das ist vermutlich das, was er als Angestellter sagen muss. Ja, weiß ich nicht. Schwer zu beurteilen, ne? Ich glaube, er hatte einfach auch keinen Bock da drauf. Aber seit Rummenigges Aussage bezüglich dem Knutschhofer bei der Frauen-WM halte ich mich in der Hinsicht etwas zurück, was den moralischen Kompass bei den Bayern betrifft. Christian Streich sieht jedenfalls in letzter Zeit ziemlich fertig aus. Ja, habe ich ja damals ein Video zugemacht, auch zu dem Thema Boateng. Und ja, schwierig teilweise. Man sieht halt alte weiße Männer in mächtigen Positionen. Ich denke, ja, da kriegst du manches Denken einfach nicht aus dem Schädel raus. Hat man ja auch bei der ganzen Debatte dann gesehen, wie der Typ da reagiert hat auf den Vorfall, wie er selber reagiert. Er hat es ja auch gar nicht verstanden. Ich glaube, die sind halt einfach nicht so weit im Kopf, um das noch irgendwie zu verstehen. Die haben halt einfach seit 50, 60 Jahren den Blick, ja, wie eine Frau für sie ist und können das einfach nie mehr abstellen. Was traurig ist, bin ich bei dir. Und was ja auch uns nicht daran hindert, die Leute deswegen zu kritisieren. Und das tue ich auch. Und das sollte auch jeder tun. Zumindest der diese Einstellung hat oder die Meinung hat. Bot, auch das Abseitstor von Sané war der Hammer. Das Problem ist halt auch, dass Kane nicht immer so berechenbar ist, auch für die eigenen Spieler. Muss ich noch fügen. Tuchel hat im Interview aber davon gesprochen, dass er die Seiten Rechtsfuß, Linksfuß getauscht hat, damit mehr Flanken kommen. Ja, wie gesagt, ich kann mich von keinerlei Flanke von Leroy Sané erinnern. Ja. Sowohl die letzten Wochen von rechts, als jetzt auch, wo er von links gespielt hat. Bei Coman, ja, er hat sich Mühe gegeben, hat es zumindest die erste halbe Stunde versucht, danach war das auch nicht mehr so. Aber von Sané rein gar nicht. Sané zieht seinen Stiefel durch, zieht nach innen und versucht dann da
irgendwie den Torabschluss zu suchen, was auch okay ist. Wie ich sagte, aus meiner Sicht hat er auch ein bisschen besseres Verhältnis gehabt zwischen Einzelaktionen und auch mal versuchen, Kane einzubinden. Wenn er jetzt noch vielleicht das da mal hinbekommt, vielleicht so in einem Spiel vielleicht mal 2, 3 Mal zu flanken und dem Heavy das dann vielleicht auch mal zu gönnen. Ja, denke, dann haben wir noch viel Freude. Aber ansonsten, ja, ich denke auch, das mit Heavy K muss ich halt auch noch finden. Ja. Wie gesagt, der hat keinerlei Vorbereitung mitgemacht. Was trainierst du jetzt, wenn du alle 3 Tage spielst? Da ist halt auch nicht viel mit groß trainieren. Deswegen sage ich ja, lass ihn mal die Hinrunde zum Start der Rückrunde. Ich denke, dann können wir uns mal ein Urteil erlauben, wie dann so das Zusammenspiel ist. Ne? Ist halt aktuell schwer. Verdienter, dominanter Sieg über 90 Minuten. Ja, das stimmt. FC Bayern-Fan forever übrigens. The Datei Chris. Ja, ich sag einfach Chris. Hätte Freiburg stärker erwartet, nicht so passiv. Unsere waren aber auch sehr diszipliniert und haben wenige Fehler gemacht beim Abspielen. Daneben nicht so eigensinnig und hat super gespielt. Ja. Wenn er besser mit Kane agiert, wie auch King, hat das vorne richtig Potenzial. 7. Spieltag ungeschlagen, klarer Sieg, weiter geht's. Ja, habe ich ja auch gesagt, ne? Ich weiß nicht, ob Freiburg nicht konnte. Kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie nicht wollen, weil das haben sie ja schon die letzten Jahre gezeigt. Ja. What's up, Kim war heute, ich sag mal, das erste Mal stabil. Ja, was eine geile Kiste von King. Kane wird immer noch nicht wirklich ins Spiel eingebunden. Nein. Die ersten 25 Minuten war er schon eingebunden. Aber, muss man fairerweise sagen, dann aber auch nur, wenn er sich hat fallen lassen. Und quasi er das Spiel eingeleitet hat. Wenn er vorne steht als Neuner, wird er immer noch relativ wenig eingebunden, bin ich bei der. Mir kommt es so vor, als ob die Spieler im Kopf noch in der letzten Saison sind ohne Neuner. Wir haben einen Top-Neuner und der wird nicht gefüttert, unbegreiflich. Ja, kann man so sehen, ne? Ist schon schwierig. Wenn Kane vorne drin steht, ist wirklich so, dass er nicht gesucht wird. Muss man einfach so klar sagen. Ne? Wenn er sich fallen lässt, ja, dann ist er im Spiel eingebunden. Aber wenn er wirklich vorne drin steht und mal irgendwie, selbst wenn wir da mal bis zur Außenlinie durchkommen, wird das Ding meistens zurückgelegt an die 16er Grenze, anstatt da irgendwie mal scharf reinzugehen oder mal einen Heavy Kane zu suchen. Ja, ist halt leider so. Ja, weiter geht's, Leute. Ja, ich habe mir das hier durchgelesen. Ja, ich beteilige mich nicht an diesen Diskussionen. Wie gesagt, dafür haben wir jetzt neuerdings die Streams, dann kann man gerne so eine Themen nochmal aufgreifen. Ja, sonst wären die Videos hier einfach viel zu lang und kosten viel zu viel Zeit, wenn ich hier auf diese ganzen Diskussionen eingehe. War aber auf jeden Fall eine sehr interessante Diskussion. Wie gesagt, ich kann da gerne mal meine Meinung zu im Stream äußern. Niklas, FCB, fand das heute voll okay, viel Kraft gespart, sehr souverän und sicher. Effektivität muss verbessert werden, sonst heute kollektiv eine 3 plus bis 2 minus. Ja. Chill the Master, mir wird zu spät gewechselt. Tell, Musella und Leimer hätten für mich schon zu... Ja, da bin ich bei dir. Wie gesagt, ich denke, das Problem war heute, dass es halt nur 2:0 stand und wir ja schon öfter gezeigt haben, ja, dass es dann halt vielleicht nochmal wackelig werden kann, wenn wir ein Gegentor kriegen. Und von daher wurde da halt länger gewartet, als man hätte warten müssen. Ich denke aber auch, dass man die Leute, die man dann eingewechselt hat, mal abgesehen von Leimer als Rechtsverteidiger, hätte man schon eher wechseln können. Ja. Also offensiv kann man ruhig eher wechseln. Das hat nicht den Einfluss auf unsere Stabilität hinten. Leimer hat man schon gesehen, dass er einen negativen Einfluss hat auf die Stabilität, weil das einfach nicht seine Rolle ist als Rechtsverteidiger. Aber ja, ich bin generell auch bei dir. Wir hätten zur 60. schon offensiv mal frische Leute bringen können und müssen. Ne? Bin ich bei dir. Aber ja, mein Gott. Oldschool, Freiburg war extrem schwach, daher war es tatsächlich eher ein Trainingsspiel. Sané hat wirklich einen Lauf, Coman wieder mit aufsteigender Form, unsere Defensive war nicht gefordert. Mir fällt immer wieder auf, dass es im Abschluss oft viel zu kompliziert gemacht wird. Entweder sitzt der letzte Pass nicht oder es wird einfach wieder viel zu umständlich gespielt. 3-mal Doppelpass und so weiter. Einfach mal mehr aufs Tor schießen, Abschlüsse suchen und Kane wird nach wie vor zu wenig eingebunden. Naja, Kane hat ja 2-mal den Abschluss direkt gesucht. Ne? Ansonsten ja, erste halbe Stunde war okay, wenn er vorne drin stand, wurde er echt wenig eingebunden, bin ich bei dir.
Zador Ruppert von Freiburg kam aber auch gar nichts. Da reichte die gezeigte Leistung vollkommen aus. Bayern hat von der ersten bis zur letzten Minute das Spiel kontrolliert. Es kam nicht einmal Hoffnung auf bei Freiburg und es stand nie auf der Kippe. Spieler müssen morgen schon los zur Nationalmannschaft, also warum das letzte Pulver verschießen und noch schöner zu spielen und 6:0 zu gewinnen, war absolut ausreichend, volle Arbeitserfüllung. Ein Maßstab, wie gut die Mannschaft drauf ist, war Freiburg allerdings nicht. Sané bester Spieler heute, Kane zwar etwas besser eingebunden, aber irgendwie harmoniert er noch nicht so ganz. Ja gut, damit hast du mein Video zusammengefasst, also stimme ich dir zu. XXXXX. Mein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss, die Ergebnisse stimmen. Ja. Na. Minas K. Goretzka war in keinem Spiel beteiligt. Kein Zug zum Ball, immer Abstand gehalten. Ich hatte das Gefühl, dass er gar nicht spielen wollte. Müller zeigt den anderen ständig, dass es Räume gibt und der Ball schneller nach vorne muss. Aber im Mittelfeld hat keiner zugeschaut. Kimmich und Ecken dauert über 1 Minute, fast 2. Menjay wird immer besser. Abwehr in 2 bis 3 schwierige Situationen hat gezeigt, dass die wach bleibt. Kane als Zehner für mich wirkt effektiver. Freiburg war schon sehr schwach, aber die Art und Weise, wie wir spielen, schlechte Flanken, ungefährliche Ecken, fast nur über Coman in der ersten Hälfte, statisch in Bewegung, keine Öffnung für Räume, zu wenig kombiniert, Schussverbot, außer 16er, überzeugt mich momentan nicht, trotz 13:0, konnte deutlich höher sein. Ja, kann man so sehen, habe ich ja auch schon ein bisschen was zu gesagt und ja, wie gesagt, das Spiel habe ich auch eher so abgehakt, wie ich's davor stand, 'n gutes Pferd, bla Sülz. Ob das so schön ist, sei dahingestellt, aber am Ende haben wir 3 Tore gesehen, haben 13:0 gewonnen, 90 Minuten souverän gespielt und klar gibt es was zu kritisieren und so weiter, aber ich denke, gerade so die ersten 25 Minuten war auf jeden Fall schon mal 'ne Steigerung. Dass Kane auf der 10  'n bisschen effektiver ist, weiß ich nicht, weil er kein Tor gemacht. Von daher kann man das eher kritisch sehen. Ja, hat eine gute Kombination mit Sané gehabt, war öfters mal am Ball, ja, na klar. Aber dass er sich halt ständig fallen gelassen hat, ja, war die Anweisung halt, deswegen hat er's gemacht. Fühle ich jetzt nicht, weil dann hätten wir keinen Neuner verpflichten müssen, dann hätten wir einen Zehner verpflichten müssen. Von daher, klar kann man das mal machen, gerade wenn er gar nicht ins Spiel eingebunden ist, aber ansonsten würde ich mir schon wünschen, wenn er ein Neuner auf der Neuner-Position ist und dass die Leute es endlich mal hinbekommen, ihn besser einzusetzen. Aber nochmal, ja, er ist ein paar Wochen da, dann ist immer Nationalmannschaft, ist er wieder weg, hin und her und Training, weil wenn du alle 3 Tage spielst, ist auch nicht so viel. Von daher, wie gesagt, warten wir mal ab zum Rückrundenstart, dann erwarte ich aber schon, dass er um einiges besser eingebunden ist und dass er auch auf der Neuner-Position eingebunden ist in diesen Kader, ne? Wenn nicht, dann kann man das auch mal ein bisschen härter kritisieren, ja. Aktuell muss man das halt einfach mal noch dahingehend abtun, dass halt einfach Zeit gebraucht wird. Fusion! Bayern hat es gut gemacht, aber da wären mehr Tore drin gewesen. Wir müssen konsequenter in der Offensive sein, aber ansonsten hat es heute gepasst. Ja, wie gesagt, wir hätten gegen Freiburg locker. Ich meine, wir hatten ja so schon noch ein paar Chancen, aber hätten wir da richtig Kasala gespielt, hätten wir Freiburg auseinandergenommen. The Rucker, ich verstehe, dass man mehr sehen will, aber der Kader ist im Mittelfeld und in der Abwehr so klein. Da muss man jede Chance nutzen, um Kraft zu sparen. Wenn der Gegner einem die Chance bietet, muss man das genauso runterspielen. Man darf nicht vergessen, die Winterpause dauert noch lange. Noch dazu kommen jetzt die dummen Spiele der Nationalelf. Ja, wie gesagt, ich kann es ja irgendwo verstehen. Auf der anderen Seite, wir reden vom 7. Spieltag. So. Das darf man halt auch nicht vergessen. Dann finde ich das immer schwierig zu sagen, ja, wir müssen jetzt aber schon anfangen, Kräfte zu sparen und zu schonen und zu machen und zu tun. Nochmal, wir sind am 7. Spieltag. Ja, also, ja, leider ist der Kalender mittlerweile so, aber nochmal, wir sind seit Jahren, spielen wir alle 3 Tage, auch auf hohem Niveau und haben nicht am 7. Spieltag meines Erachtens schon so ein Dingen. Aber ja, ich verstehe die Intention vom Tuchel und das ist auch okay, wie du es schreibst. Wenn der Gegner das anbietet, wir haben 13:0 gewonnen, alles ist doch schicki. Warum soll man es dann nicht mitnehmen und sagen, jo, wir schonen ein paar Kräfte. Ne? Bricks im Kopf, zweite Hälfte muss mehr kommen, vor allem zu Beginn. Sieg geht klar, kein guter Gegner diesmal. Danke für deinen Content. Ja, sehe ich auch so. Also ich fand es auch okay, also erste Halbzeit fand ich es voll okay, dass man dann beim 2:0 gesagt hat, so, ja, weißt du was, Freiburg, wenn ihr da hinten drin steht, ja, dann
halten wir den Ball in den eigenen Reihen, gucken mal schön gemächlich, ab und wann, vielleicht bietet sich noch eine Chance, die wir dann ausspielen oder auch nicht. Fand ich völlig okay, völlig legitim, so wie es unser Rucker auch geschrieben hat. Dass man das dann die komplette zweite Halbzeit so durchgezogen hat, fand ich halt ein bisschen too much. Da hätte ich mir auch gewünscht, so zu sagen, komm Männer, wir geben jetzt nochmal Gas, 10 Minuten, Viertelstunde. Dann steht's 3-0 oder vielleicht sogar 4-0 und dann können wir gleich auswechseln, 5 Leute und gut ist. Ja, oder 4, hat sich nochmal jemand verletzt. Dann hättest du auch nochmal die Spieler, die immer spielen, nochmal runternehmen können und hättest auch nochmal schonen können und so weiter. Das hätte ich mir persönlich gewünscht. Ja, wir haben uns dafür entschieden, das Ding dann die zweite Halbzeit runter zu jodeln. Was auch okay ist, aber nochmal hätte Freiburg vielleicht irgendwann nochmal, sei es durch eine Ecke, durch einen dummen Freistoß, wie auch immer, den Anschluss geschafft. Hätten die Jungs halt den Schalter nochmal umlegen müssen und hätten wir nochmal Vollgas geben müssen. Von daher wäre mir die Variante lieber gewesen, komm, nach der Halbzeit, 10 Minuten Vollgas für die Stunde. Wir machen das Ding safe und dann ist gut. So. Das wäre aber auch das Einzige, was man kritisieren kann. Aber es ging ja gut. Wir haben dann das 3-0 gemacht, alles schicki, wir haben es runtergespielt und gut ist. Wir wollten nicht und Freiburg konnte nicht. 2 Torschüsse von Freiburg im kompletten Spiel, sagt schon alles. Ja, passt. GB. Stimme ich dir natürlich zu. Bricks im Kopf hatte ich gesagt, oder? Ich hoffe doch. Aber das war ja diesmal gar nicht so kritisch. Bricks im Kopf. Olli Engel, zwar nicht das allerbeste Spiel, aber vorne die Jungs haben mal zusammengespielt. Jetzt noch etwas mehr Dampf auf dem Kessel. Dann geht's ab. Ja, ich denke auch, dass es zumindest eine kleine Steigerung war und ja, um ein bisschen mehr Dampf auf den Kessel zu kriegen, muss man fairerweise auch sagen, dass der Gegner das dann auch fordern muss. Wenn der das nicht tut, ja, dann reicht halt auch weniger Dampf auf dem Kessel. Und zu dem Lolex. I don't know, ich weiß nicht, wie ich das aussprechen soll. Gutes Video, weiter so, danke. Frank, gute Analyse, ich hätte es auch so gesagt, danke. Andreas Fries, vielleicht ist dein Anspruch ja zu hoch. Gesamt gesehen funktionieren die Bayern. Sie sind halt nicht mehr überdominant in der Liga, aber das macht es sich spannend. Vielleicht sind wir als Bayern-Fans einfach zu verwöhnt. Vielleicht erwartet man als Bayern-Fan mehr als ein Bochum- oder Schalke-Fan. Es läuft besser als letzte Saison. Denk mal, mit der Zeit wird das schon. Bester Kader seit langem. Bin gespannt auf das Spiel gegen Stuttgart. Lieben Gruß und noch weiter so. Ja, habe ich ja auch schon im Raum gestellt, die Fragen, die du gerade gefragt hast, die du stellst. Vielleicht sind wir als Bayern-Fans einfach zu verwöhnt. Mag sein, ja. Kann ich dir zustimmen, wenn man, wie gesagt, 2 Unentschieden spielt, den Rest gewinnt und trotzdem viel kritisiert, kann man davon reden, dass man vielleicht einen zu hohen Anspruch hat oder zu verwöhnt ist. Ja, könnte man so gelten lassen. Das muss aber jeder für sich wissen, habe ich ja auch schon mal gesagt. Jeder muss wissen, was er gerne von seinem Club erwartet. Ob er Ergebnisse erwartet, ob er ein schönes Spiel erwartet oder Unterhaltung oder im Idealfall beides kombiniert. Das muss jeder für sich wissen. Ne? Der eine sagt, jo, 3-0, 3 Punkte, nehmen wir jetzt nicht das Freiburg-Spiel, ist ein dummes Beispiel. Nimm die gesamten Spiele aktuell. So. Die Ergebnisse stimmen. Punkt. So. Ja, der eine ist super glücklich damit, super zufrieden. Der andere halt nicht. Der andere kritisiert halt die Art und Weise und weil er halt einfach anderes gewohnt ist und auch weiß, zumindest wenn man sich mit diesem Kader beschäftigt, was der Kader eigentlich imstande sein müsste. Ne? Wobei wir dann dabei sind, bester Kader seit langem, weiß ich nicht. Ist jetzt nicht so viel neu anders als die letzten Jahre. So, das meiste ist noch gleich. Ja, wir haben vorne Kane anstatt Levi und wir haben hinten gerade Upa und Minje anstatt, keine Ahnung, neben Boateng Alaba. Also da weiß ich jetzt nicht, ob das ein bester Kader seit langem ist. Der Rest ist ja im Großen und Ganzen gleich geblieben. Na gut, der rechte Verteidiger ist noch ein anderer, aber ansonsten. Ja, weiß ich nicht. Muss jeder für sich wissen, ne? Es läuft besser als letzte Saison. Ja, gut. Das muss es aber auch. Ja. Und es läuft vom Fußballerischen her leider noch nicht besser. Das muss man fairerweise sagen. Es läuft von der Stabilität im Kader etwas besser. Es läuft etwas besser, dass wir dagegenhalten, auch wenn es mal schlecht läuft.
Das sind schon richtige Steps. Und wie gesagt, wir sollten der Mannschaft einfach mal ein bisschen Zeit geben. Das tue ich persönlich auch, ja. Aber wenn man dann die Leistung sieht, denke ich, hat man auch das Recht, das dann zu kritisieren, was man sieht. Auch wenn man die Einstellung hat, dass man der Mannschaft halt Zeit geben muss, was ich halt habe. Peter Waldbauer. Zweistellig wäre echt schön gewesen als Pokalrevanche. Ja, ich kann mir die Diskussion schon vorstellen. Okay. Ich nenne dich Matsu. Matsu, oh Wunder, da wechselt Tuchel die Position von Sané und Coman und auf einmal spielen wir vorne schöne Kombination. Kane in der ersten Hälfte auch mehr von Sané eingebunden, Kimmich wieder grottenschlecht, muss auf jeden Fall verkauft werden. Ersetzen kann man ihn locker, sonst finde ich Kritik nicht angebracht, außer vielleicht bei der Chancenverwertung. Wir haben 90 Minuten lang dominiert, 3 Tore gemacht, am Ende wurde das Spiel etwas wilder, aber auch da wurde alles ganz gut wegverteidigt. Tja, kann man so sehen. Vorsicker. Kane wirkt nicht so fröhlich. Für mich ist Kane so ein Fremdkörper in diesem Team. Ihn bindet keiner ein. Kann eigentlich nicht wirklich viel sagen. Freiburg war nichts heute. 2:0 geführt, dann waren sie gefühlt schon mit dem Kopf bei der Nationalmannschaft. Ganze Mannschaft eine Note 3. Kann man so sehen. Ja, ich denke zum Thema Kane, ja, die erste halbe Stunde war er nicht wie ein Fremdkörper. Ne? Das sollte klar sein. Wenn er vorne drin steht, haben wir ja schon mehrfach gesagt, ja, ist er manchmal wie ein Fremdkörper ein bisschen. Aber einfach mal ein bisschen Zeit geben, denke ich, ne? Gerd Berger, vielleicht jetzt, wo Koeman seine Tore gemacht hat, ist diese Sache aus seinem Kopf raus und er kann sich jetzt mehr den anderen Angreifer widmen. Wir werden sehen die kommenden Wochen, ne? Ich bin gespannt. Thomas Bayer. Gerd Berger hatte ich gesagt, oh, Gerard Berger. Thomas Bayer. Leverkusen bitte oben bleiben, die sind hungrig, total motiviert im Gegensatz zu den FC Bayern-Spielern. Naja, ich weiß nicht, ob wir nicht hungrig sind und nicht total motiviert. Das würde ich der Mannschaft diese Saison bisher eigentlich noch nicht wirklich absprechen. Im Gegensatz zur letzten Saison. Ich denke, ja, wir haben einfach noch ein paar Leistungsschwankungen. Ja, der eine oder andere Spieler stimmt das vielleicht manchmal, aber im Großen und Ganzen, denke ich, sind wir schon motiviert und auch hungrig. Daumen hoch. Snackmonster. Sascha King. Freiburg ist doch eine Profimannschaft. Da war ja Münster besser und engagierter. Zahl mal ins Stadion nur den halben Preis bei so einem Spielverlauf. Ja, wie gesagt, Freiburg hat halt einige Probleme, hat Christian Streich auch nach dem Spiel schon ein bisschen gesagt und viele Stammspieler weg und so. Aber ja, ich bin bei dir, dass das nicht unbedingt als Ausrede gelten darf, dass man so extrem passiv ist. Ja. Hat mich auch ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Aber für uns war es gut. Wir konnten ein bisschen Kräfte schonen und so weiter und so fort. Haben wir jetzt schon mehrfach gesagt. Chico, danke für dein Däumchen. Gerard Berger. Das zweite Tor von Sané. Wir brauchen fast nicht davon reden. Da hat wieder jemand war am Rad gedreht, bis der Sané abseits war. Ja, keine Ahnung. Wie gesagt, diese Millimeterentscheidung habe ich jetzt schon mehrfach gesagt. Gerade wer sich mit Videoschnitt beschäftigt, was ich nun mal tue, ja, 1 Millisekunde nach vorne oder nach hinten das Bild setzen und ist halt schwierig, ja. Deswegen, wie die mit ihren kalibrierten Linien, würde ich gerne mal die genaue Technik dahinter sehen. Wild, ne? Bei so knappen Entscheidungen, früher gab's halt die Regel bei Linienrichter, wenn es eine super knappe Entscheidung ist, immer im Zweifel für den Angreifer. Wenn ich dann da sehe, dass wir da über ein Mühe reden, an einem Standbild oder manchmal die Schulter oder weiß ich nicht, der Grashalm, der vorne am Schuh klebt oder sowas, dann weiß ich es auch nicht mehr. Ja, dann ist mir das einfach auch too much und ja. Aber das Thema wie gesagt, das ganze Thema kannst du in die Tonne treten. Das muss eigentlich komplett reformiert werden. Ja, entweder wirklich, man kann sowas machen, finde ich okay, die Technik ist jetzt da, also ist es alles bezahlt oder nicht bezahlt, sei mal dahingestellt. Aber die Technik ist da, ist doch gut und schön. Lass die Technik da. Gib den Trainern meinetwegen 3 oder 5
Dinger, die sie nutzen können pro Spiel. Ja, wenn dann wirklich eine strittige Szene ist, kann der Gegner sagen, ja, ihr guckt euch das mal eben an. Das fände ich völlig okay. Alles andere, ja, es nervt nur noch. Ja, es nervt nur noch. Handelfmeter kann dir kein Mensch erzählen. Mal wird der eine gepfiffen, der andere bei einer anderen Mannschaft genau dieselbe Situation wird nicht gepfiffen. Wie ich schon sagte, das Abseits da mit Millimeterentscheidung und hast du nicht gesehen. Nicht. Obwohl, wenn wir dann ehrlich sind, wenn du 5 Dingern gibst, wird wahrscheinlich jeder Trainer bei jedem Tor, wo es nur nach Abseits riecht, das kontrollieren lassen. Also ist vielleicht auch nicht so die Lösung, ich weiß es nicht. Schwieriges Thema, aber mit dem Abseits nur noch lächerlich. Dix, der Fahr macht einfach nur den Sport und die Emotion kaputt. Allein die Situation vom Abseits von Sané weiß ich jetzt nicht. Ja, das stimmt natürlich. Es ist super frustrierend, vor allen Dingen umso öfter das passiert, wenn du im Stadion bist, du gehst voll mit, hast die Emotion und dann merkst du, ach ja, nee, jetzt kommt erstmal der Fahrer, also der braucht jetzt erstmal 2 Minuten und dann doch kein Tor. Das ist schon sehr wild, ne? Sehr, sehr wild. Und dann gerade bei solchen Entscheidungen, wie gesagt, ich fühle es nicht. Ne? Ich fühle es, keine Ahnung, wenn der Spieler einen Schritt im Abseits ist, meinetwegen, ja, wenn man das sieht und es ist eine klare Fehlentscheidung, bin ich dafür, jo, dass der dann eingreift, aber diese Millimeter, ey, das sind ja wirklich, das waren Millimeter. Ja. Und je nachdem, ob du das eine Millisekunde eher oder später anhältst, ist es abseits oder nicht abseits. Das will ich jetzt gar nicht aus unserer Sicht sehen, das kannst du genauso aus Freiburger Sicht sehen. Es ist Banane. Thomas Bayer. Tuchel schaut heimlich deine Videos. Koman rechts, Sané links, schwacher Gegner und dennoch irgendwie noch keine Entwicklung und keine klare Spielidee von TT zu erkennen. Naja, wenn er meine Videos sehen würde, hätte er die ja schon. Nee, also ich bin bei dir. So eine richtige Spielidee sehe ich auch nicht. Ja, das hatten wir ja auch im Stream am Montag besprochen. Ich weiß sie nicht. Ich kann sie euch nicht mitteilen. Ich bin immer noch der Meinung, wir richten uns aktuell extrem nach dem Gegner, anstatt zu sagen, lass uns lieber mal gucken, dass wir unser Spiel durchkriegen. Ich verstehe das, wenn wir der VfL Bochum wären. Nichts gegen den VfL Bochum. Aber wenn man nicht die Qualität hat in dem Kader, dass jede oder fast jede Position individuell besser ist im Gegensatz zum Gegner, dann verstehe ich, dass man sagt, jo, komm, wir richten uns nach dem Gegner. Ja, aber wir müssen uns nicht nach dem Gegner richten. Wir müssen uns bei 4, 5 Spielen im Jahr nach dem Gegner richten oder an dem Gegner orientieren. Ansonsten müssen wir unser Spiel finden und durchziehen. So, guck dir Leverkusen an. So, die haben auch ihren Spielstil, den ballern die durch und sagen auch nicht, oh, wir richten uns jetzt aber mal komplett nach dem Gegner. Klar, das machen sie, wenn sie gegen uns spielen, genauso wie Leipzig oder sowas. Aber ansonsten spielen die ihren Stiefel. So, und das tun wir nicht. Also in den ganzen Spielen, die ich bisher gesehen habe, gibt es keine klare Linie, Spielidee, die wir auf den Platz bringen. Es ist immer irgendein Gegurke, dass wir uns nach den Gegner richten und irgendwann kommt dann die Aussage, ach ja, komm, wir machen und versuchen jetzt mal irgendwie, dass die Jungs jetzt mal ein bisschen freier spielen oder so. Ich verstehe es halt nicht. Ja, nochmal, wir sind der FC Bayern. Eine gesunde Arroganz gehört dazu, wenn man diese Qualität hat, die man hat. Und da muss man eine eigene Spielidee haben und die auch umsetzen. So. Und sollte die dann immer noch, man sieht, man kommt damit nicht durch, sonst was, dann kann man die immer noch anpassen oder sich ein bisschen mehr an dem Gegner orientieren. Aber was wir gerade machen, ist einfach, weiß ich nicht, schwierig. Ja. Gefühlt orientieren wir uns am Gegner und versuchen da irgendein Spiel dann anhand des Gegners aufzuziehen. Ich fühl's nicht. Schluck auf. Nee, Schluck ab. Josef von Brunn. Sané war eine 1 und sein zweites Tor nur abseits für den Bayern hassenden Keller. Ganz einfach, man spielt mit dem Abspielzeitpunkt Abseitslinie. Ja, das ist ja gerade, was ich sagte. Ne, wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, ja, es ist halt wirklich so. Bei diesen Entscheidungen, die wirklich so knapp sind, wie das da war, nicht nur auf Bayern-Spiel bezogen, auf jede andere Abseitsentscheidung genauso, entscheidet der Typ, der da unten hockt. Und kein anderer, Leute. Kein anderer entscheidet das.
Nochmal, der macht einen Klick, dann ist das ein Tacken weiter vorne, ein Klick, dann ist das ein Tacken weiter hinten. Wenn, dann müsste man irgendwie ganz klare Richtlinie bringen, wie der Ball muss so und so viel Millimeter oder sowas vom Fuß weg sein und genau da wird jedes Mal das Bild angehalten und daran wird entschieden, ob es abseits ist oder nicht. So, dann hätte man einen gewissen Maßstab, so, ja, welchen Maßstab willst du setzen? Ne? Es sieht so aus, als wenn der Ball schon gespielt ist, dann machst du einen Millimeter zurück das Bild und so weiter. Selbst wenn du sagst, das sind 5 Millimeter, muss der weg sein vom Fuß, der Ball, dann zählen wir das als Abspiel, dann ziehen wir die Linie. Selbst dann, diese 5 Millimeter kannst du immer noch durch eine Millisekunde das Bild hin und her schieben. Aber dann hättest du wenigstens schon mal einen Anhaltspunkt, ja, wo man dann rein theoretisch das sogar digital nachmessen könnte. Das ganz genau so ist. Also da könnte man schon ein bisschen besser mit arbeiten, aber einfach zu sagen, ja, ich entscheide das jetzt hier, wo ich meine, der Ball verlässt den Fuß, ist halt super schwierig. Ne? Von daher, sowas würde ich noch dann fühlen, obwohl es dann trotzdem dumm ist, wenn es dann irgendwie eine Millimeterentscheidung ist. Aber ja, so ist das halt heute. Und Tuchel noch da, 3. Platz, Fragezeichen. Jo, Sebo. Wenn du die Tabelle anguckst, wird das so sein. Jesse, sicherlich war bei mehr Engagement mehr gegangen, aber man darf auch nicht vergessen, dass in den nächsten Wochen viele Spiele anstehen. Diese komische USA-Reise ist wirklich ein Unding. Freiburg schwach wie Flasche leer. Naja, sind wir jetzt mal ehrlich, es betrifft 5 Spieler bei uns und nicht irgendwie, oder 6 Spieler und nicht irgendwie den ganzen Kader. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Ja, so ist das halt. Das ist Nationalmannschaft, dann ist das so und ja, ich habe jetzt in dem Video, ich muss es nicht jedes Mal wiederholen, ne? Kann man so sehen und dann ist das in Ordnung so und gut ist. Bernd, 87 Minuten, das Tuchel, Schuppo und Kretzig, spät Einwechslung, das geht mir richtig auf den Sack. Oder 77 Minuten Musala, Ted und Leimer auch spät eingewechselt hat. Wenn der Trainer so weitermacht, ja, dann kann der Tuchel sich auf. Na. Mit den Einwechslungen gebe ich dir vollkommen recht. Ja, gerade bei dem Spiel, wo ich habe es vorhin schon versucht zu erklären, was wahrscheinlich sein Gedanke war mit diesem 2:0 nur. Aber wenn der Gegner so schwach einfach ist und wir davon reden, ja, wir spielen einen Ringelpitz mit Anfassen, weil wir Kräfte schonen wollen, dann wechsel doch die Kräfte zur Halbzeit aus oder zur 60. Minute. Das ist doch nicht so, dass ein Kretzig, ein Schupo, ein Musiala, ein Taylor und ein Leimer nicht Fußball spielen können. Kann ja wohl nicht das Problem sein, die dann zur 60. Minute alle reinzuwerfen und zu sagen, jo, guckt jetzt nochmal, was geht. Also, habe ich auch nicht verstanden. Rakit, die Freiburger haben nur vergessen, ihre gelben Trainingswesten anzuziehen. Das grenzte ja schon fast an Spielverweigerung. Und die Bayern haben es wie immer verpasst, ihr Torverhältnis locker aufzupolieren, wenn sich das mal am Ende nicht rächt. Ja, zu der Leistung von Freiburg stimme ich dir zu. Torverhältnis am Ende, ja. Am Ende werden wir sehen. Sio Verona, was bist du eigentlich für ein Fußballfan? Bayern-Fan bist du nicht. Man kriegt immer schlechte Laune beim Zuschauen, egal wie das Spiel war. Ja, warum guckst du dann zu, wenn du schlechte Laune, oder möchtest du schlechte Laune kriegen? Und dann lass das Zugucken nur einfach sein. Gar kein Problem. Ja, für Bayern-Fan bist du nicht, müsste ich dich eigentlich ausblenden für so einen dummen Satz. Komm, das mache ich auch. Ansonsten poppt mich dein Kommentar eigentlich nicht, aber komm. Das brauche ich mir nicht anhören. 3:0 gegen einen schwachen, 3:0 gegen ein schwaches Freiburg. Jo. Das passt. So. Aber da du ja eh nur schlechte Laune kriegst bei den Videos, ja, da brauchst du ja auch keine Kommentare schreiben. Brauchst ja hier auch nicht mehr gucken. Doch, alles gut. Hast du keine schlechte Laune. Und in diesem Sinne, Leute, habt alle gute Laune. Wer Bock hat, wir sehen uns kommenden Montag, 19 Uhr, live auf Twitch. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenend. Erstmal eine schöne Restwoche, ein schönes Wochenend und guten Start in die neue Woche. Samstag ist Nationalmannschaft. Mal gucken, der Jule da so reist. Und in diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus. Bis dann. Tschüssi.